Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, der Messias ist gelandet. Der Messias ist da. Ja? Die Holding Six, die wir so vermissen. Jetzt wird alles gut. Selbstläufer die Saison. Leute, bevor wir reingehen in die Reaction, in die PK, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert den Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Ansonsten schon mal der Hinweis, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, haut gerne einen Kommentar raus. Sollten es genug Kommentare werden, werde ich es natürlich handhaben, wie immer. Und werde Ende der Woche dann nochmal, ich kommentiere eure Kommentare-Video mal zu dieser Reaction machen. Ja. Und damit würde ich sagen, gehen wir gleich rein. Ja, ansonsten wird es ja so viele jetzt erstmal nicht geben, was jetzt noch Reaction-mäßig ist. Ist ja alles vorgestellt. Odyssee ist bei Olympia, der wird nicht vorgestellt. Also ist das erstmal unsere Zugangsseite. Zu irgendwelchen Abgängen wird es ja nicht extra eine PK geben. Also lassen wir uns mal überraschen. Also, rein in den Bums. Ich bin gespannt, wie viele Fragen auch mal zum Thema sind und nicht wieder am Thema vorbei. Aber wenn ich sehe, dass Max Eberl da ist, können wir uns ja auch schon mal auf die Standardfragen einrichten. Aber schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja ein bisschen was Vernünftiges auch erzählt. Ja, ein herzliches Willkommen in und Servus. aus der Allianz Arena, wo der FC Bayern heute die große Freude hat, Joao Palhinha als Neuzugang beim FC Bayern zu begrüßen. An der Seite natürlich von Sportvorstand Max Eberl. Gentlemen, willkommen, herzlich willkommen. Joao, welcome. Very warm welcome in Munich. How are you? Herzlich willkommen hier in München. Wie sind die ersten Eindrücke? Servus. Dieter, nimm dir mal ein Beispiel, ne? Er sagt Servus und du nicht. Die ersten Eindrücke waren wirklich toll. Die ersten 2 Tage jetzt genieße ich voll und ganz. Und ich habe mich ein bisschen umgeschaut, die ganzen Trainingsmöglichkeiten angeschaut und einige meiner neuen Teammitglieder kennenzulernen. Einige habe ich ja schon vorher gekannt. Und ja, ich freue mich einfach drauf, das Trainingsgelände und das Training mit den ganzen tollen Spielern zu teilen. Und ich freue mich drauf, endlich das Trikot anzuziehen vom FC Bayern München. Max, kann man von Joao wirklich von einem Wunschtransferkandidaten sprechen? Ich glaube, wenn man über so lange Zeit an einem Spieler baggert, um ihn nach München zu bekommen, dann kann man definitiv und muss man definitiv von einem Wunschtransfer reden. Ja, letzten Sommer war ja schon der Weg kurz davor. Es hat nicht geklappt, weil Fulham keinen Ersatz bekommen hat, wie ich es damals verstanden habe. Aus der Ferne betrachtet war natürlich für Joao dramatisch und nicht schön für den Spieler. Auch für den FC Bayern war es natürlich nicht schön, dass sie ihr Transferziel nicht erreichen konnten. Umso schöner ist es, dass wir heute zusammensitzen, Joao hier in München willkommen heißen dürfen, weil er einfach ein großartiger Spieler ist. Das hat Bayern letztes Jahr schon erkannt und jetzt durften wir es vollenden. Dankeschön. Dann beginnen wir. Joao wird auf Englisch antworten, aber das ist kein Problem. Bitte schön, die erste Frage in der zweiten Reihe. Carrie Howe für Sky. Auf Deutsch? Kannst du auch, ja. Ja, hello Joe, welcome. Hallo Joe, herzlich willkommen hier in München. Wann war der erste Zeitpunkt, wo es nicht ganz klar war, ob es jetzt klappt oder nicht klappt? Alter, als wenn das noch irgendeine Sau interessiert. Wann war der erste Kontakt? Ja, vor über einem Jahr. Gab es da einen Punkt, wo Sie gezweifelt haben, dass der Transfer doch nicht klappen kann? Und was bedeutet es jetzt, dass Sie hier sind und dass der Transfer geklappt hat? Ich habe vor ein paar Minuten mit Max darüber gesprochen und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Bayern nochmal auf mich zukommt. Letztes Mal, als der Transfer nicht durchgegangen ist, war es natürlich sehr, sehr große Enttäuschung für mich und für meine Familie. Aber als Spieler fast einen Vertrag zu unterschreiben bei so einem großen Club wie Bayern, ist natürlich dann einfach nicht so einfach zu verdauen, wenn es nicht klappt. Und da muss man wieder anfangen, von vorne anzufangen und alles zu geben auf dem Platz. Und für mich war das die einzige Möglichkeit, nochmal die Gelegenheit zu bekommen, bei Bayern vielleicht zu spielen. Und das habe ich schon immer so gemacht.
macht mich sehr stolz, dass ich hier noch eine zweite Möglichkeit bekommen habe, hier bei Bayern zu unterschreiben. Und dann habe ich wieder einen Anruf bekommen von meinem Agenten und das war wirklich ein sehr stolzer Moment für mich. Und jetzt bin ich hier und ich freue mich einfach, genieße einfach die ersten paar Tage hier. Nächster ist ganz hinten Felix Roderer für Antenne Bayern. Herzlich willkommen hier in München. Sie haben immer noch weiterhin Kontakt gehabt über die letzten Monate. Jetzt gibt es einen neuen Trainer hier, Vincent Kompany, und der kennt dich auch aus der Premier League. Welche Rolle hat er gespielt bei dem Transfer in diesem Sommer? Man hat immer von dieser Holding Six gesprochen. Jetzt ist er endlich da. Warum ist Joao Palhinha? Was ist denn los mit ihm? Erste Teil macht er auf Englisch, den zweiten auf Deutsch, oder was? Da verließen sie ihn, oder was? So wie ich das gerade verstanden habe, gab es ja anscheinend keinen Kontakt über die letzten Monate. Also, was er da gerade wieder, aber das ist wieder so typisch Presse, ne? Er hat ja gerade gesagt, für ihn war das Thema abgehakt, ne? Mit dem FC Bayern. Also, wild. Palhinha jetzt das Puzzlestück, das der FC Bayern braucht. Ach so, er hat die Frage für Max Eberl auf Deutsch gestellt. Mein Fehler. Weil der Max Eberl versteht ja kein Englisch. Sorry. Ich antworte mal zuerst. Für mich persönlich muss ich einfach Danke sein, wie Thomas um mich gekämpft hat, Thomas Tuchel, und auch wie Vincent mich hier aufgenommen hat. Und beide wollten mich und das ist sehr, sehr wichtig für mich. Und das macht mich auch sehr stolz, dass mich solche zwei Top-Trainer versucht haben, mich hierher zu holen. Und das ist sehr gut zu wissen. Und ich habe auch die Gelegenheit gehabt, nochmal bei Thomas zu danken, auch als der Transfer nicht durchgegangen ist. Und ich hatte dann ein tolles Gespräch mit ihm. Und ich hatte aber auch ein Gespräch mit dem neuen Trainer, Vinny. Und er hat mir auch sein Interesse ganz klar gezeigt, Teil des Teams. Also hat vielleicht Thomas Tuchel doch noch was Positives bei uns hinterlassen. Zu sein. Hier Teil des Clubs zu sein. Und das hat mich sehr, sehr stolz gemacht. Und der Grund, dass ich hier bin, ist einfach, dass die Trainer mich haben wollten. Natürlich Max auch und die anderen, klar, aber ich bin sehr, sehr glücklich. Ja, ich habe die ganze Diskussion Holding Six, wir haben gerade drüber gesprochen, Holding Six ist gar nicht so ein Begriff, der auch in der Premier League jetzt ständig verwandt wird. Lass uns einfach über einen defensiven Mittelfeldspieler sprechen, so wie wir es in der deutschen Sprache auch erkennen. Und dafür ist Joao ein Topspieler. Das hat Bayern letztes Jahr schon erkannt, das habe ich gerade schon in meiner Einführung gesagt. Und das hat sich auch nicht geändert, als ich dann im März anfing, mit Christoph zusammen schon auch den Kader geplant habe, neben der Suche nach dem Trainer. Und da war uns immer klar, okay, für uns ist das ein sehr wichtiges Puzzlestück, was wir brauchen, wo wir uns gut fühlen. Ich glaube, Bayern... Ja, na klar. Hat man die letzten 2,5 Jahre gesehen, Alter, dass uns das abgeht, oder? Seitdem Javi Martinez weg ist, der Fußball verändert sich. Ja? Und der Fußball ist dahingehend, dass alle nur noch schnell nach vorne und du hast die Räume hinten, kriegst du nicht besetzt, weil keiner da sich, weiß ich nicht berufen fühlt, diese Posi auszufüllen. Ja, auch wenn das kommuniziert, dass er das gerne wäre. Hat immer einen Typ Stabilisator, Zweikämpfer in diesem zentralen Bereich gehabt. Damit will ich nicht sagen, bitte nicht als Kritik für andere, dass sie keine Zweikämpfer sind, aber... Ja doch. Ja doch. Sorry, Josh. Sorry, Leon. Punkt. Das ist doch völlig gut. Die sind nun mal nicht diese Art Spieler, waren sie auch nie. Auch zu ihrer besten Zeit beim FC Bayern waren sie das nie. Der Fußball war noch ein anderer. Dass du halt nicht diese Räume so besetzen musstest zu dieser Zeit. Ja, da hast du halt alles dominiert und hast die Gegner zu Tode gespielt und die Gegner haben sich in die Hose geschissen gegen uns. Und haben gar nicht erst versucht, in diese Räume zu stechen, die halt doch trotzdem da waren. Ne? So, der Fußball ist aber schneller geworden. Jede Mannschaft hat athletisch starke, schnelle Spieler vorne drin. Das war halt zu dieser Zeit nicht so. Ja, deswegen konnte man das kompensieren. Ja, aber nochmal, der Fußball entwickelt sich weiter und ja, du brauchst diese Art Spieler einfach. Auch in so einer Top-Mannschaft wie beim FC Bayern, der 95% seiner Spiele gefühlt 80% Ballbesitz hat. Ja?
Na gut, es sind meistens 65 oder was. Ihr wisst, was ich meine, ja. Das ist das. Und ja, das ist eine Kritik. Wenn das einer von diesen Spielern wäre, wenn ein Kimmich oder ein Goretzka diese Art Spieler wären, oder auch ein Conny Leimer, wenn wir ihn mit reinnehmen wollen, wenn das diese Art Spieler wären, dann hätten wir keine 50 Millionen für den Spieler ausgegeben. Ja? Fertig. Punkt, Feierabend. Und wenn sich ein Spieler dahinstellt, das münze ich jetzt nur auf den Kimmich, nicht auf den Leon, weil der es nicht geäußert hat, auch nicht auf den Conny, der ist auch nicht geäußert. Aber wenn sich da ein Spieler hinstellt und sagt, ich bin hier ein richtiger Sechser, da muss er sich auch daran messen lassen. Und dann ist das eine Kritik an diesen Spieler. Feierabend. Ihr wisst, was ich meine. Einer, der da steht, der einfach die Kontrolle des Spiels hat, der einfach die Viererkette auch ein Stück weit entlastet mit seiner Präsenz, mit seiner Kopfballstärke. Und all das bringt Joao mit. Der hat jetzt über 350 Spiele gespielt auf allerhöchstem Niveau, ob es für Portugal war, für Sporting Lissabon, Nationalmannschaft oder eben auch für Fulham. Und er bringt einfach die Erfahrung mit, die Präsenz mit, die Körperlichkeit mit, ist ein guter Fußballer. Und wie gesagt, diese Position hat bei Bayern eine große Historie und deswegen. Sorry, es tut mir leid, Leute. Ich mache das Thema nicht auf, aber nur ein Satz noch mal abschließend dazu. Ich denke, diese Worte wird auch in Josh hören. Ne? Grüße gehen raus an ihn. Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat. Trotz dieses Jahres, was für ihn definitiv nicht leicht war. Aber das zeigt, was für ein großartiger Charakter ist. Das habe ich mir auch gerade gesagt. Wenn du als Spieler so einen Moment hast, der wirklich nicht schön war, der auch nicht alltäglich ist im Fußball, und dann nach einigen Wochen des Sackenlassens zurückkommst und dann in Fulham wieder so eine Saison spielst und jetzt wechselst du zu dem Club, wo es ein Jahr vorher nicht geklappt hat, das bedeutet schon einen außergewöhnlichen Charakter und den hat Joao. Nächstes Heiko Nieder. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen wieder außergewöhnliche Charaktere auch. Ne? Mal abgesehen von dem sportlichen Können. Für die Bild-Zeitung. Hello Joao and welcome to Munich. Hallo Joe, herzlich willkommen hier in Bayern, nachdem der Transfer nicht durchgegangen ist. Wie auch der Manager darüber gesprochen hat, gab es eine Riesendiskussion hier über diese Position. Wer soll diese Position spielen? Einige konnten diese Position spielen, Kimmich, Leimer, Goretzka. Haben Sie das verfolgt? Und wie sehen Sie jetzt die Situation mit diesen ganzen Spielern? Uli Hoeneß hat gerade quasi einen Transferstopp verhängt, wenn nicht verkauft wird. Ich glaube, Sie haben sich da noch nicht zu geäußert. Können Sie mal sagen, wie Sie das wahrgenommen haben und ob das jetzt ein besonderer Druck für Sie ist, wie Sie die Situation jetzt gerade sehen? Danke. Über den Abräumer oder die sogenannte Holding Six, wo hier drüber jeder gesprochen hat. Eigentlich brauchen wir gar nichts sagen, oder? Das Lächeln am Anfang, wo er losgedichtet hat alles gesagt. Jeder von diesen Spielern kann die Position spielen, die Position, die ich auch spiele. Es ist, wenn wir davon reden, über Spiele wie Kimmich, Goretzka, Leimer, und jeder kann diese Position spielen, kann das die Position 6 spielen. Und wie gesagt, kann nur einer auf der Position spielen. Und mit diesen Spielern in einem Team zu sein, macht mich sehr, sehr stolz. Ich habe mich daran erinnert, als ich gegen Kimmich mal gespielt habe, als ich 19 Jahre alt war, als ich gegen ihn gespielt habe, habe ich gegen einen Top-Spieler gespielt. Und jetzt teile ich den Platz mit ihm. Ja, Kimmich war auch mal ein Top-Spieler. Ich bin in einem Team mit ihm. Und das ist toll, dass ich mit ihm zusammen spiele. Und es gibt viele tolle Spieler auf dieser Position und auch viele Spiele, die ich hier getroffen habe, mit denen ich halt den Trainingsplatz jetzt teile. Und es gibt hier genügend Spieler und gibt Spieler, die diese Position ausfüllen kann. Und ich bin froh, dass ich einer von diesen bin. Ehrlicherweise hat mich das gar nicht so berührt, was Uli gesagt hat. Damit meine ich nicht, dass seine Worte mich nicht berühren, wenn er was sagt. Aber er hat im Grunde nichts anderes gesagt, was wir intern auch schon besprochen hatten. Und für uns war klar, es gibt ja zwei Situationen. Das war ja auch klar, habe ich ja auch schon nach dem Transfer von Palinja gesagt, ja, dass man nicht jetzt nochmal 40, 50, 60 Millionen investieren wird, ohne dass man vorher einen Spieler abgibt.
Ja, ist doch auch völlig klar. Auch die Sache mit dem Tar. Ja, dass ein Tar noch nicht bei uns ist, liegt einfach daran, dass wir noch keinen Innenverteidiger verkauft haben. Weil was sollen wir mit 6 Innenverteidigern? So, was sollen wir vorne auf den Flügeln mit 10 Spielern, die diese Position begleiten können? Das macht halt alles keinen Sinn. Ja, von daher müssen erstmal Spieler gehen, damit Spieler wieder verpflichtet werden können. Das ist doch der Lauf der Dinge. Ja, ganz einfache Kiste. Aber es ist natürlich nicht so einfach, wenn man den Spielern nicht klipp und klar vom Kopf sagt, so, wir planen nicht mehr mit dir, dass man dann nicht, dass es dann diese Situation ist, die gerade da ist, ja? Dass die Spieler nicht weg wollen. Das eine ist die finanzielle Seite. Wir haben schon 3 Transfers getätigt mit Hiroki, mit Joao, mit Michael, der leider noch nicht da ist, der bei Olympia gerade versucht, die Goldmedaille zu holen. Also wir haben schon 3 Transfers getätigt, plus Josip Stanisic zurückgeholt, also 4 Spieler dazugeholt. Und dann gibt es die finanzielle Seite, dass wir schon Geld ausgegeben haben, dass wir natürlich auch Geld einnehmen wollen und müssen. Das ist immer das Credo des FC Bayern gewesen. Und es gibt aber auch den sportlichen Aspekt, dass man sagt, okay, der Kader, wir müssen kompetitiv sein, wir müssen konkurrenzfähig sein, wir wollen möglichst viele Titel holen von denen, die auf dem Platz sind nächste Saison. Und da muss es auch eine gewisse gute Kadergröße geben. Wir haben auch ein paar spannende junge Spieler dabei, die habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, die auch zum Trainingslager ein sehr, sehr gutes Bild gezeichnet haben. Und dafür wollen wir auch Platz schaffen. Also deswegen, die Aussagen haben mich jetzt nicht überrascht, weil sie bei mir schon angekommen waren und für mich auch in unserer Kaderplanung, was Christoph und mich betrifft, eine totale Logik haben. Einnahmen, Ausgaben müssen ein Stück weit eben auch die Waage halten. Und wie gesagt, mit Uli ist da eben alles gesprochen gewesen und auch am Tegernsee, was ja dann mit dramatischer Musik untermalt wurde, unsere Diskussion, das war ein ganz normales Gespräch. Ich glaube, wir haben über Biden und Camilla Harris gesprochen, also über die Welt gesprochen, gar nicht über Fußball. Dementsprechend kann ich da manchmal nur schmunzeln, aber wie gesagt, es ist nichts Neues für mich. Wir haben unsere Aufträge, sowohl sportlich als auch finanziell, und die versuchen Christoph nicht so gut wie möglich umzusetzen. Ja. Nochmal, ich meine, wir wissen nicht, wie es intern läuft. Ja, vielleicht hat man den Spielern das schon klar kommuniziert, wie in Gnabry, wie in Goretzka, Mazraoui, De Ligt und so weiter, die als Abgangskandidaten zählen. Vielleicht hat man es intern klar kommuniziert, wir wissen es halt nicht. Ne? Wenn man das jetzt gerade so hört und wenn man den Max dann und auch den Christoph für voll nimmt, dann muss man ja davon ausgehen, dass das klar kommuniziert wurde. Dass man mit den Spielern nicht plant. Dass man das sich nach außen trägt, ist logisch. Ja, deswegen waren ja auch Uli Hoeneß seine Aussagen Müll, weil das einfach wieder alles nur verzögert. Ja, weil, selbst wenn gerade Interessenten da sind für Spieler XY und man in Verhandlungen ist und man hat sich schon einigermaßen weit geeinigt und dann poltert da auf einmal Mr. FC Bayern wieder los und erzählt, ich muss erstmal Spieler abgeben, bla. Dann denkt sich ja der Verein auch, mit dem man da gerade spricht, ja, unbedingt Spieler loswerden. Ja, dann spielen wir mal auf Zeit, spielen wir den Ball flach, da können wir noch ein paar Millionen drücken. Ist doch völlig normal, ja. Deswegen sollte Uli Hoeneß einfach mal einfach mal seinen Mund weghalten zu solchen Themen. Kann er ja dann gerne machen, wenn die Transferphase mal durch ist. Letztes Jahr Harry Kane war derselbe Mist, ja. Einfach mal die Goschen halten. Es ist ja schön, dass ein Uli, und der hat auch alles Recht dazu, sich dazu zu äußern, aber dann denk doch vorher mal nach, schalt doch mal dein Gehirn ein. Oder lass dich mal von deiner Frau beraten, die scheint ja ein bisschen schlauer zu sein. Ja? Einfach mal die Goschen halten, das kann man ja dann gerne, wenn die Transferphase durch ist, kann man ja gerne da lospoltern und sagen, ja, habt ihr Scheiße gemacht und so weiter. Das kannst du ja intern den Max und den Christoph gerne vom Kopf knallen, ist ja alles gut, aber doch nicht in die breite Öffentlichkeit posaunen. Nur um sich wieder selbst darzustellen, Alter. Nächster ist Klaus Bergmann für die dpa auf der linken Seite. Junge. Als wenn der Max das nicht weiß und der Christoph. Die sind ja nicht doof. Oder was? Oder stehen beide dafür, dass sie jeweils einen Kader aufgebaut haben, der 35, 40 Spieler umfasst. Die sind ja nicht doof, die sind ja nicht um den Kopf gefallen. Ja, dafür hat man sie ja eingestellt. Ja, da müssen die keinen haben, der irgendwo öffentlich rumpoltert. Wir sind hier keine Geldkackmaschine. Jetzt müssen wir aber erstmal Spieler loswerden, bevor wir irgendwas verpflichten. Ja, das wissen die selber. Junge, halt einfach mal die Goschen. Herr Palhinha, was sind Ihre Ziele hier beim FC Bayern? Ja, wie immer. Er möchte gerne Vizemeister werden. Im Pokal möchte er im Viertelfinale ausscheiden. Und Champions League Vorrunde. Es ist leichter für Sie, dass Sie jetzt mit dem Club nach Asien fliegen und
und damit sicher richtig wohl. Ja, ich bin bereit zu spielen. Ich muss nur meine Tasche packen und dann geht's los morgen. Und dann fliegen wir mit dem Team rüber. Ich bin Teil des Teams und morgen ist meine erste Trainingseinheit und die ersten 2 Tage waren eigentlich einfach Leistungstest, habe ich nicht wirklich gespielt und morgen geht es das erste Mal auf den Trainingsplatz. Da freue ich mich drauf und das ist alles. Dann ist Nicolas Linner auch für die Bild-Zeitung an der Reihe, bitte. Hi, Joao. Some fans Hallo, Joao. Einige Fans wollen, dass Sie die ähnliche Art und Weise spielen wie Javi Martinez. Und dass er sich der hat sich auch auf die defensive Spielweise konzentriert. Gibt es da gewöhnliche Ähnlichkeiten zwischen Ihnen und Javi Martinez? Und glauben Sie, dass Sie auch so wichtig sein können, wie Javi es für Bayern war? Ja, es macht mich stolz, oder dass ich verglichen werde mit Javi Martinez. Und als ich jünger war das auch ein Vorbild für mich. Javi einfach absolute Maschine, Alter, absoluter. Ich finde einfach keine Worte, die ihn Javi beschreiben, für mich. Einfach Maschine. Und wir haben ähnliche Fähigkeiten, absolut, ja. Aber ich möchte meine eigene Geschichte hier schreiben. Und ich möchte ich selber sein, João Palhinha. Natürlich ist das ein fantastischer Spieler gewesen, ganz klar. Und es macht mich stolz, mit ihm verglichen zu werden, ganz klar. Dann auf der linken Seite Thomas Niklaus für den SED. Servus Max, kurze Frage, du hast gerade selber gesagt, dass noch einige Dinge zu tun sind. Bist du die ganze Zeit in Südkorea dabei? Hast du überhaupt Zeit, so lange weg zu sein oder musst du hier die Stellung halten? Ja, in der heutigen Zeit, da trifft man sich auch immer persönlich an der Sebener Straße, um irgendwelche Sachen zu verhandeln. Ne? Da ist man nicht irgendwie anders erreichbar. Da werden die Brieftauben auch losgeschickt und die Rauchfeuer gestartet. Die ganze Zeit beschränkt sich ja auf tatsächlich dann doch nur 4, 5 Tage in Korea. Die Reise ist ein bisschen kürzer als geplant war. Aber tatsächlich werde ich dabei sein. Vielleicht, wenn die anderen abends, nachts schlafen, werde ich wach sein und telefonieren, weil Europa dann doch eine andere Zeitzone hat. Aber dadurch, dass man doch heute sehr mobil ist über sämtliche mobilen Geräte, kann... Wer hätte das nur gedacht? Wer hätte das nur gedacht? Aber gut, wenn man beim FC Bayern im Presseraum sitzt, wo immer ein Mikrofon rumgereicht wird, müssen wir da auch vielleicht in Kauf nehmen, dass solche dummen Fragen gestellt werden, ne? Ich mir erlauben mitzugehen, möchte natürlich auch die Trainingseinheiten sehen. Ich möchte die erste Stimmung spüren, wenn der Kader so ein bisschen großteils schon zusammen ist. Und das Spiel gegen Tottenham natürlich auch als den ersten richtigen Gradmesser, den wir haben werden. Obwohl wir das erste schon nur 1-1 gespielt haben. Aber das wird der erste richtige Gradmesser werden gegen Tottenham. Und da muss ich und möchte ich einfach dabei sein. Dann hier vorne, so. Erste Reihe, Florian Schimak. Einfach gut so. Ne? Gehört da ein Sportvorstand hin. Punkt. Ja, und nochmal in der heutigen Zeit, wie er es gerade sagt, da muss man nachts mal aufstehen und dann kann man da ein bisschen telefonieren. Der andere große Top-Neuzugang im letzten Jahr war Harry Kane. I would prefer in German. Just hold on. If it's okay. Ja, steht auf Englisch. Der große Neuzugang im letzten Jahr war Harry Kane. Der hat relativ lang gebraucht, bis er eine Unterkunft, eine Wohnung in München gefunden hat. Wie sieht es denn da bei dir aus? Hast du da schon was gefunden oder willst du jetzt auch erstmal längere Zeit im Hotel bleiben? Und was kannst du zur Stadt München schon sagen? Es ist eine tolle Stadt, wo man hier sehr, sehr gut leben kann. Cancelo hat hier auch gespielt und ich habe mit ihm gesprochen und Sanchez auch. Und sie war die schönste Stadt, wo sie bis jetzt in Deutschland gewohnt haben. Es war schön für mich zu hören. Und ich hatte einige Freunde, die vorher schon München mal besucht haben und die mir sehr viele tolle und schöne Sachen von München erzählt haben. Und ich habe mir gestern 3 Apartments angeschaut. Es sieht wirklich toll aus. Und ich glaube,
glaube, wir werden uns hier sehr wohlfühlen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und für so einen großen Club zu spielen und in so einer tollen Stadt zu wohnen, ist einfach ist fantastisch. Das ist super für mich und ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und für mich ist das sehr, sehr wichtig. Das ist alles. Vielleicht daneben Gary Howe wieder, bitte. Man merkt ihm aber schon an, dass er schon stolz ist, oder? Er ist schon stolz, bei so einem Club zu sein. Und das ist das Feeling, was uns bei vielen, vielen Spielern mittlerweile leider abhanden gekommen ist. Freut mich sehr. Ja. Klar, ist auch sein erster Club auf diesem Level. Ja, gar keine Frage. Ja, ich bin guter Dinge. Eine Frage an Herrn Eberl. Durch den geplatzten Transfer im vergangenen Jahr von Joao Palinha hat Alex Pavlovic die Chance bekommen und es auch gut gemacht. Welche Auswirkungen hat die Verpflichtung von Palinha jetzt auf ihn? Können wir uns darauf einstellen, dass er an der Seite auch von Joao Palinha eben lernt? Und wie sehen Sie die Perspektive von Leon Goretzka? Dankeschön. Es ist ja immer, eine Tür geht zu, eine geht auf. Und dass Alex sich dann so entwickeln konnte, das war schade für Joao, dass er nicht ein Jahr früher schon da war. Aber die Möglichkeit eben für Alex, sich so ins Rampenlicht zu spielen. Und Alex wird definitiv noch lernen, neben Joao, neben Joshua, neben Leon, Conny. Es sind genug Spieler, wo Alex lernen kann und das tut er auch. Ein unglaublich intelligenter Spieler, unglaublich schlauer Spieler. Und es heißt für mich jetzt nicht Joao oder Alex, sondern man kann auch zusammenspielen. Wir werden genug Spiele haben, wir werden die 3 Wettbewerbe bestmöglich und hoffentlich auch lang bestreiten und dementsprechend brauchen wir auch einen Kader, der dafür konkurrenzfähig ist. Bei Leon ist es so, dass wir mit den Spielern sehr, sehr offen sprechen. Das tue ich nicht in der Öffentlichkeit, das habt ihr leider schon gemerkt, dass ich da eher weniger kommunikativ bin und das meine ich nicht böse, aber ich bin halt einer, der sagt, okay, wenn ich mit Spielern spreche, wenn ich mit Agenten spreche, dann ist das unser Job, das eben vertrauensvoll zu tun. Das mögen manche andere nicht so leben. Ich tue das aber und klar, die Konkurrenzsituation im Mittelfeld wird extrem groß werden und da muss jeder Spieler für sich entscheiden, was dann sein Schritt ist und wie er den Konkurrenzkampf annimmt. Okay, da wissen wir Bescheid. Man sieht es auch gerade jetzt an seiner Mimik, habe ich perfekt gestoppt. Also erstmal den Tag, den ich hier vor 10 Minuten gebracht habe. Es scheint ja dann schon wirklich so zu sein, dass er intern sagt, pass mal auf, Leon, sehr wahrscheinlich wirst du hier nicht viel Spielzeit bekommen. Ja? Das ist auch wichtig und gehört auch, ist auch ein Zeichen von Respekt Leon gegenüber und ja, wie er es selber sagt, da muss der Spieler entscheiden. Ja? Und wenn der Spieler nicht weg will, er hat einen Vertrag, dann bleibt er da. So, einfache Kiste. Ja? Und dann macht man halt einfach, wenn man nicht auf diesen Spieler setzt, eine Trainingsgruppe 2, lässt die Spieler da mittrainieren und sie sind halt kein Teil dieses Kaders. Punkt. Weil, wie er gerade auch sagte, es macht auch keinen Sinn, einen Kader von 35, 40 Spielern zu haben. Das bringt auch die Teamchemie. Das macht keinen Sinn. Ja. Und wenn man das klipp und klar kommuniziert, denke ich auch, dass Spieler wollen halt Fußball spielen in der Regel. Ja. Wenn sie das nicht mehr wollen, dann haben sie es auch verdient, in der Trainingsgruppe 2 zu sein und auf einer Tribüne zu hocken. So, Feierabend. Und nochmal, wir haben Palinha verpflichtet. Palinha wird der Sechser sein. Unumstritten. Ich sehe keinen, der nur ansatzweise die Fähigkeiten defensiv hat. Da sehe ich noch den Pavlo, der am meisten diese Fähigkeiten hat, von allen 4 zentralen Mittelfeldspielern. Wenn wir Kimmich, Goretzka, Leimer nehmen, ja, dann war Pavlovic immer noch der es am besten gemacht hat, diese Räume defensiv zu besetzen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und gleichzeitig war er noch offensiv der auffälligste von diesen Spielern, ja, wenn die auf dem Feld standen. Das ist schon wild. Ja. Und wenn wir so ein bisschen, oder wenn ich so ein bisschen zwischen den Zeilen lese, interpretiere ich das schon so, wie es Max gerade auch gesagt hat. Ich denke auch, dass ein Pavlo neben oder vor einem Palinha spielen kann. Ja. Dann wieder auf der rechten Seite noch Michael Schröer erstmal, der Kollege von der Bild-Zeitung. Ihr seid zu dritt, okay, da wird es ein bisschen schwierig. Ja. Noch eine Frage an Herrn Eberl. Welche Auswirkungen hat jetzt die Verletzung von Hiroko Ito auf die Transferplanung? Verändert sich etwas?
Nein, es ist einfach ein Unglück, wenn sich ein Spieler verletzt. Und gerade wenn ein neuer Spieler kommt und der verletzt sich, ist natürlich noch umso unschöner, weil natürlich auch er gerade ankommen möchte, das Ganze neu kennenlernen möchte. Bayern München, das Trikot zu tragen, ist alles ein bisschen schwerer und ein bisschen druckvoller, als es woanders ist. Deswegen ist es für ihn schade, aber es ändert an unserer Strategie nichts, weil eine Verletzung, die jetzt 8 oder 10 Wochen dauert, ohne dass ich jetzt ein Arzt bin und eine Prognose stellen möchte, bedeutet nicht, dass wir sofort nachlegen. Ich weiß, es ist immer dieser klassische Reflex in der Transferperiode, die noch offen ist. Ein Spieler verletzt sich, wird sofort nachgelegt. Die Frage wurde gerade vorhin vom Kollegen gestellt, wir müssen verkaufen und der Kader darf nicht zu groß werden. Und wenn du eben jetzt einen Spieler dazu nimmst, dann bedeutet das wieder nach 10 Wochen, dann sind 2, die sich auf dem Fuß stehen. Das macht aus der Logik für uns keinen Sinn. Und, das muss man auch fairerweise sagen, das habe ich ja gerade schon angedeutet, wir haben ein paar Jungs, die jetzt die ersten Tage mittrainiert haben, die letzte Saison schon mittrainiert haben, bei Thomas auch, die Aznu zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Position des linken Verteidigers reden. Sehr, sehr lernwillig sind, sehr, sehr bereichernd für die Mannschaft und nur so entstehen ja auch dann Möglichkeiten für junge Spieler auch Einsätze zu bekommen. Also da wollen wir schon das gesamte Bild im Auge haben. Dann jetzt. Ja, richtig. Also Schwachsinn. Ja, man kann darüber reden, wenn man eine Ausfallzeit vom halben, dreiviertel Jahr hat, dann kann man ja vielleicht sagen, komm, wir gucken, ob wir irgendwas für ein Jahr ausgeliehen kriegen. Aber aufgrund dessen jetzt wegen einer Verletzung einen anderen Spieler auch zu verpflichten, völliger Schwachsinn. Ja, wir haben auch genug Spieler in dieser Mannschaft, die auf mehreren Positionen spielen können. Wenn ich so an San Guerrero denke, der am Ende des Tages auch immer noch ein Linksverteidiger ist, ja. Und Innenverteidiger haben wir ja gerade wie Sand am Meer, also von daher. Jetzt nebendran Nicolas Linner, bitte, ja. Joao, when you arrived at the club yesterday, Joao, als Sie gestern hier angekommen sind, Sie sahen sehr, sehr glücklich und Sie haben Fotos gemacht, auf Instagram gepostet und das Bayern-Trikot getragen und Sie haben sie mit Cancelo auch ausgetauscht. Woher kommt diese Leidenschaft für Bayern? Meine Leidenschaft für Bayern begann damit eigentlich, als sie versucht haben, mich zu holen. Im ersten Moment an habe ich gespürt, wie sehr sie mich. Sehr gut, sehr, sehr gut. Danke für diese Antwort und nicht wieder dieser ja, ich bin seit Kleinkind schon immer in Portugal, wo ich aufgewachsen bin, war ich schon großer FC Bayern-Fan und ich wollte nie, mein großes Ziel war immer der FC Bayern. Ja, vielen lieben Dank für meine ehrliche Antwort. Haben wollten und auch als der Transfer nicht geklappt hat und wie mich jeder hier trotzdem begrüßt hat und wie sie mich und meine Familie hier begrüßt haben und das hat einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen bei mir und einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Und ich habe natürlich sehr viele Spiele von Bayern gesehen. Aber wenn Sie fast in einem Club sind und sowas halt dann mal passiert, das hat natürlich eine sehr, sehr große Auswirkung auf dein Leben. Ja, ist ja ganz klar. Vielen Dank schon mal. Gibt es noch Fragewunsch? Einmal noch Heiko Niederer, die letzte Frage vielleicht. I have one sporting question. Ich habe eine Frage hinsichtlich des Sports, wie Sie in England spielen. Sie sind der Meister der Zweikämpfe und dass Sie sehr gerne Zweikämpfe annehmen. Ja, Typ Ravi, ne? Weißt du, wenn du das Wort Zweikämpfe hört, Meister der Zweikämpfe, dann direkt kommt ein Grinsen ins Gesicht. Genau solche Typen brauchen wir wieder. Haben Sie schon mal Spieler in der Bundesliga gesehen und dass die Schiedsrichter vielleicht ein bisschen eher pfeifen als ich hoffe nicht. Die Leute, die mich kennen und die mich gesehen haben, wie ich spiele, mir geht es nicht darum, dass ich irgendjemand verletze, ist ja ganz klar, oder wehtue, sondern es geht immer, das Ziel ist immer, den Ball zu gewinnen. Und meiste Zeit schaffe ich das auch, ja ganz klar, aber in England habe ich die Möglichkeit zu spielen, das ist ein sehr, sehr ein physischer Fußball, auch in der Bundesliga ist es
sehr physisch spielen. Und ich glaube, ich werde es genauso genießen wie in der Premier League. Fußball ist auch hier ein physischer Sport. Und wenn wir ohne Unterbrechungen spielen, ist es natürlich besser fürs Spiel. Und, also ich versuche natürlich einfach, aus jedem Zweikampf gesund herauszukommen und dass ich habe keine, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich kein unfairer Spieler bin oder dergleichen. Vielen Dank soweit. Joao wird gleich noch ein paar Fotomotive auf dem Platz abgeben, aber jetzt wie immer ein Foto von Max und Joao hier. Komm ran. Neuen Trikot, please stand up. Please stand up for the Champions. Max dabei. Bitte? Ja, aber dann sieht man mich ja nicht mehr. Das Trikot ein bisschen höher. Ja, aber dann bin ich ja dahinter. Ja, aber sie ist okay. Frech, oder? Frech, Leute. Frech, frech, frech. Ja, sehr sympathisch. Sehr aufgeräumt, sehr ehrliche Antworten. Kam zumindest so rüber. Kein Geschwafel. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf ihn. Hat uns vom Fußballerischen her auf jeden Fall gefehlt die letzten Jahre. Da müssen wir aber kein Hehl rausmachen. Ne? Und wer weiß, Leute, vielleicht wird es ja das Traumpaar Palhinha Kimmich in der kommenden Saison geben. Wer weiß das schon, was noch passiert die kommenden Wochen? Wir werden es erleben. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wie immer, haut gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wir nehmen vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Channel, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.